Well done! Gut gemacht, dass du dich da eingeklinkt hast. Oh. In dieser Serie #Jesus geht es darum, dass wir Jesus wieder ins Zentrum stellen von uns als Church, aber auch von deinem und meinem Leben. Weil er ist der Ursprung von all dem Leben und von aller Kraft, die unser Glaube hat. Und darum, lass dich inspirieren und verändern, dass Jesus im Zentrum von deinem Leben sein kann. Heute reden wir über Cancel Culture und ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die in der Bibel steht. Mit einem Gleichnis, das Jesus erzählt. Und er erzählt das seinen Jüngern und es fängt folgendermaßen an. Er erzählt und sagt, das Himmelreich von Gott gleicht der Situation, wenn ein König mit seinen Dienern abrechnet. Und während er mit ihnen abrechnet, da wird ein Diener vor ihm gebracht, der ihm einen riesen Betrag schuldet. Einen Millionenbetrag. Man müsste eigentlich so sagen, das ist etwas, was der Diener nie mehr wird dem König zurückzahlen. Darum sagt der König, okay, wir verkaufen alles von ihm, seine Frau, seine Kinder, alles, was er hat, und bis er alles zahlt hat, was er mir schuldet. Da fällt der Diener vor ihm auf die Knie und sagt, hey König, hab Mitleid mit mir, hab ein bisschen Geduld und ich zahle dir alles zurück. Und dann sagt Jesus, dass der König hat Mitleid mit ihm, er lässt ihn frei und er lässt ihm alle Schuld. Der Diener wiederum geht zu einem von seinen Mitdienern, der ihm einen kleinen Betrag schuldet. Und er packt ihn und würgt und sagt ihm, zahl mir alles zurück, was du mir schuldest. Und der Mitdiener wirft sich vor ihm auf die Knie, macht genau das gleiche wie er vorne beim König, sagt, hab Mitleid mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen, hab ein bisschen Geduld. Aber der Diener will das nicht hören. Und lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er den letzten Rappen gezahlt hat. Jetzt haben einige, die das beobachtet und sind zum König und haben gesagt, hey, der Diener, den du begnadigt hast, hast du gemerkt, was in dem umgegangen ist mit einem Mitdiener, der ihm auch etwas geschuldet hat? Und sie bringen den Diener vor den König und der König ist zornig und er sagt zu ihm, ja, was läuft eigentlich mit dir? Meine Paraphrase steht nicht ganz in der Bibel, aber können wir vorstellen, was läuft mit dir, Diener? Ich habe dir so viel erlassen und du gehst so mit jemandem, der so wenig dir schuldet. Müsstest du nicht das gleiche Erbarmen haben mit dieser Person, wie ich mit dir hatte? Und er übergibt ihn seinen Folterknecht, lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er den letzten Rappen gezahlt hat. Und Jesus beendet das Gleichnis mit folgenden Worten. Er sagt, euer himmlischer Vater wird mit euch gleich umgehen, wenn ihr nicht euren Brüder oder eurer Schwester mit vollem Herzen vergebt. Crazy, eh? Lass uns beten und da beschließen. Ich möchte wirklich schön beten, auch, dass ich die richtigen Worte habe. Jesus, ich danke dir für heute Abend und ich danke dir wirklich, dass dein Wort zu uns redet. Gib mir die richtigen Worte, gib dem Leo die richtigen Worte. Und lass unsere Herzen einfach offen sein, was du heute Abend machen, Heiliger Geist. Wir laden dich ein. Amen. Amen. Ich bin diese Woche über einen Vers gestolpert in der Bibel. Im Jakobus 1,19 lesen wir, ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist oder langsam im Zornig werden. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Vers hört. Bei mir hat er eigentlich so eine Sehnsucht getroffen. So, ich wünschte mir, die Welt wäre so. Langsam im Reden, schnell im Hinhören und langsam im Hässig werden. Weil ganz ehrlich, wenn ich rumschaue, habe ich das Gefühl, unsere Welt ist genau das Gegenteil. Sehr schnell im Reden, sehr langsam im Hinhören und die ganze Zeit hässig. Sind doch mal ehrlich. Gewisse soziale Experten, Kulturexperten sagen, wir leben in einem Zeitalter von der Ablehnung. Wir sind ständig verletzt, ständig gekränkt, ständig offended, ständig irgendwie gefrontet von irgendjemandem. Und die ganze Atmosphäre ist so emotional geladen. Trifft es ein bisschen? In einem Zeitalter von der Ablehnung. Ich bin erst gerade, das ist eine wahre Geschichte, vor ein paar Wochen, bevor ich an die Uni bin ich am Morgen in einen Kaffee in Zürich, zu meinem Kaffee geholt. Kaffeetrinker da drin? Ja. Ich bin in einen Kaffee geholt, in einem Kaffee, wo ich noch nicht war vorher, und dann, ging ein Cappuccino, hat sie gefragt, mit was für einer Milch, und ich habe nicht viel gedacht, das war früh am Morgen, und ich habe gesagt, ja, mit normaler Milch, und sie schaut mich an und sagt, was meinst du mit normaler Milch?
Und ich habe gesagt, ja, mit Kuhmilch. Und dann sie so, willst du mir damit sagen, dass Erbsenmilch nicht normale Milch ist? Willst du damit sagen, dass Leute, die Erbsenmilch denken, nicht normale Menschen sind? Ich bin dick gestanden, ich so, hey, ich gebe nur meinen Kaffee. Ich habe das Kaffee noch nicht gecancelt, keine Ahnung, ich bin wieder mal gewesen, aber... Meine Behauptung heute Abend, Cancel Culture ist eine Reaktion, dass wir nicht gelernt haben. Nicht gelernt haben, auf Gefühl von der Verletzung, vom Offended-Sein, vom Kränkt-Sein damit zu umgehen. Und dass es eine Reaktion darauf ist. Ich möchte euch kurz erklären, was Cancel Culture ist. Es ist das Phänomen, das auf einem Level vom öffentlichen Leben angefangen hat. Nämlich, dass, wenn gewisse berühmte Leute, die eine Plattform haben irgendetwas gesagt, das over the line ist. Irgendetwas Sexistisches, Rassistisches, irgendetwas, wo, es muss nicht einmal das sein, es kann auch etwas sein, das einfach nicht dem kulturellen Mainstream entspricht. Und dann hat man sie gecancelt, man hat sie rausgeschnitten aus dem öffentlichen Leben, man hat sie bestraft für das, für den Fehler, den sie gemacht haben. Und man hat ihnen eigentlich Beziehung entzogen und sie komplett aus dem Alltagsleben rausgestoßen. Was würde Jesus über Cancel Culture sagen? Ich glaube, das ist das Wichtigste für heute Abend. Jesus cancelt nicht. Bei Jesus gibt es immer eine zweite Chance. Wenn du einen Fehler machst, hast du eine zweite Chance bei unserem Jesus Christus verdient. Du wirst nicht einfach bestraft, wenn du mal etwas over the line machst oder etwas Schlechtes sagst, wo vielleicht nicht mal schlecht ist, aber von gewissen Leuten betitelt wird als schlecht. Jesus cancelt dich nicht. Bestraf dich nicht. Und wisst ihr, mein Problem ist nicht unbedingt, dass es auf dem öffentlichen Personen vom öffentlichen Leben passiert ist. Ich finde das auch nicht richtig. Aber das Problem ist, dass es sich in unser Privatleben hineingezogen hat. Dass sich Cancel Culture hineinzieht in Familien, in Schulklassen, in Ehe, in Beziehungen, in Freundeskreisen. Und die grösste Tragödie in Kirchen. Und es tut so weh, das zu sehen. Es gibt Wissenschaftler, die jetzt untersuchen, was das für eine Auswirkung hat, wenn Teenies gecancelt werden in einer Schule. Dass wenn jemand etwas Falsches sagt, etwas, das over the line ist, ein bisschen über eine Grenze überschreitet, dass sie von ihren Klassenkameraden gecancelt werden, bestraft werden. Und man findet erst jetzt langsam heraus, was für eine unglaubliche Auswirkung das hat auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen. Und ich bin überzeugt, dass wir haben Arten, wie wir canceln. Wir sind vielleicht nicht so genau canceln, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, aber wir haben alle verschiedene Arten. Was ich möchte machen, ist, ich möchte kurz mit einer Illustration euch mal sagen, wie wir canceln, was macht Cancel Culture mit uns, und was ist die Wurzel davon, und wie reissen wir die raus. Sind ihr ready? Loft, ready? Gut. Ich habe für die Illustration 3 Leute dabei. Sabrina, Desi und Noah. Und das sind jetzt Szenarien, die ich erkläre. Okay. Das erste Mal, wie wir Leute canceln. Sabrina tanzt mega gut. Es gibt mega viele Sachen, die ich mega cool finde an ihr. Aber Sabrina, sie nimmt nie ihren eigenen Kaffeebecher mit am Morgen, wenn sie einen Kaffee holen, sondern nimmt immer einen Plastikbecher oder einen Papierbecher. Und ich, der die Umwelt liebt, wisst ihr, das geht gar nicht. Sie hat eine andere Meinung, sie findet, das ist jetzt nicht so schlimm, aber für mich ist es halt das ultimative Ding. Und weil sie halt in dem Innen eine andere Meinung hat, denke ich mir, weisst du was, Sabrina, wenn du in dem Bereich innen nicht gleicher Meinung bist, dann musst du auch in allen Bereichen anderen nichts sagen in meinem Leben. Du darfst schön dich verabschieden aus meinem Alltag. Tun wir sie doch mal canceln. Bringen wir mal über die Wand. Ich denke, das ist vielleicht ein banales Beispiel. Aber ich werde verwundert, über was sich Freunde streiten und auseinanderleben und canceln, weil sie einfach verschiedener Meinung sind. Und wir alle haben einen Bereich. Wenn in diesem Bereich jemand nicht gleicher Meinung ist wie ich, dann haben wir das Gefühl, wie kann die Person es wagen, in diesem Bereich diese Meinung zu haben, darum kann die Person gar nichts zu sagen haben in meinem Leben. Und wir schneiden sie raus aus unserem Alltag. Tschüss, Sabrina. Jetzt, ein zweiter Grund, wie wir Leute canceln, ist, wenn uns Leute kritisieren. Wir können nicht damit umgehen. Ich habe da Desi dabei, das ist meine Verlobte.
Und ja, ist schön. Und Desi hat eine Stellung in meinem Leben, wo sie wird Sachen sagen, wo sie bei mir beobachtet, die nicht okay sind. Und ich hasse es. Ich kann nicht damit umgehen. Und ich bin überzeugt, Gott hat mich so convicted, hat mich so überzeugt jetzt in der Vorbereitung für die Message, dass gerade das ist ein Hauptinstrument in meinem Leben, wo Gott Blindspots von mir aufdeckt und mich überzeugt von gewissen Sachen, die ich sonst nicht sehen würde. Aber wenn sie es macht, habe ich es überhaupt nicht gern. Und nachher sagt sie zu mir, hey, du wirst einfach gerade defensiv oder so ein bisschen, du bist dich gerade rechtfertigen. Ich sage, nein, du mich nicht rechtfertigen. Und weil sie mich kritisiert, wir sind vielleicht nicht verlobt, aber wir haben alles Freunde oder Familienmitglieder, die etwas vielleicht sagen, wo sie nicht gut finden an dir. Und weil wir nicht damit umgehen können, schneiden wir sie aus unserem Alltag raus. Sie haben uns verletzt. Sie haben etwas kritisiert, wo wir schon immer das Gefühl haben, wir sind sowieso nicht genug, jetzt haben sie es bestätigt und wir schneiden sie aus unserem Alltag. Tschüss, Desi. Love you. Der Noah ist ein guter Freund. Und der dritte Grund, wie wir Leute kennen in unserem Alltag, ist, weil sie uns verletzen. Oder weil sie uns vielleicht absichtlich oder unabsichtlich machen. Der Noah hat Geburtstag gehabt und hat mich nicht eingeladen zu seinem Geburtstag. Ich habe es mitbekommen über eine Drittperson und es hat mich unglaublich verletzt. Das ist ein Szenario, er hat mich eingeladen, ich kann nicht gehen. Aber auf jeden Fall, wir alle kennen das. Dass etwas passiert, was uns unglaublich verletzt. Unglaublich verletzt. Es kann absichtlich sein oder unabsichtlich. Es kann sein, eine Autoritätsperson, die dir nicht die Aufmerksamkeit gibt, die du denkst, du wirst verdienen. Jemand, der dich nicht sieht, ein älterer Teil, der dich nicht sieht. Ein Freund, der jemand anders bevorzugt, aber anders cooler findet. Eben genau, dass du nicht an einer Party zum Beispiel eingeladen bist. Und wir sind so verletzt, dass wir die Person meiden und wir sagen, hey, weisst du was, die Person hat mich verletzt, tschüss. Ich will nichts mehr mit dieser Person zu tun haben. Cancelled. Tschüss, Noah. Bist du froh, die Wand ist genug gross. Gut. Der ganze Noah canceln da. Gut. Und wir haben das Gefühl, dass wenn wir Leute rausschneiden aus unserem Leben, das ist die Lösung zu unserem Problem. Aber was passiert, wenn wir das machen? Und es ist so paradox, und wir kommen nachher gerade zurück auf unser Gleichnis. Du endest an 2 verschiedenen Orten. Entweder an einem extrem einsamen Ort. Weil schau mal, wo ich stehe. Niemand mehr um. Kann es sein, der Grund, warum du dich am einsam fühlst, ist, weil einfach all die Menschen, die verschiedene Meinungen haben, die dich kritisiert haben, die es aber gut gemeint haben mit dir, oder die dich verletzt haben, hast du einfach rausgeschnitten? Das ist Betten. An einem mega einsamen Ort. Oder es lässt dich an einem Ort, und das ist fast noch gefährlicher, wo du nur noch mit Leuten bist, die gleicher Meinung sind wie du. Und zu allem Ja und Amen sagen. Und das ist saugefährlich. Weil du brauchst in deinem Leben Menschen, die sagen, hey Tim, du gehst da einen gefährlichen Weg, kehr um. Wir alle brauchen so Leute in unserem Leben. Wir denken aber, indem wir die Leute rausschneiden, so geht es uns besser. Und wisst ihr, was die Wurzel ist von all dem? Es ist Unvergebenheit. Es ist Unvergebenheit. Wir haben nicht gelernt, vergeben. Wenn wir an unser Gleichnis zurückdenken, das wir am Anfang gehört haben, der Diener, der den anderen hat verhaften, er hat ihn ins Gefängnis gesteckt und er hat gemeint, es sei die Lösung zu seinem Problem. Aber was passiert ist, dass er selber nachher ins Gefängnis gekommen ist vom König und selber geknechtet wurde. Wir haben das Gefühl, wenn wir Leute nicht vergeben, wenn wir verletzt bleiben und unsere Verletzung festhalten, dass wir sie einsperren und sie zur Rechenschaft ziehen durch das. Aber der Einzige, der gefangen ist, bist du. Der Einzige, der gefangen ist, bist du. Du kettest dich an durch deine Unvergebenheit. Du bist die Person, die darunter leidet. Weil Leute sagen immer so, ich weiss nicht, ob ich jetzt das kann vergeben, dieser Person. Ich weiss wirklich nicht, ob sie die Vergebung verdient hat. Vergebung ist nicht für die Person. Vergebung ist für dich. Es ist nicht die Person, die nicht frei ist, bist du, der nicht frei ist. Und wir behandeln an der Vergebung so, ja, es ist eine Option, die wir als Christen haben. Aber ich möchte euch einen Vers vorlesen, wo Jesus selber in der Bergpredigt direkt nach dem Vater unser sagt. Er sagt es folgendermaßen: Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben.
Muss man so einen Vers mal vorlesen in der Kirche? Weil es scheint so, als gäbe es diese Kondition, dass du vergebst, nämlich dass du vergisst. Und wenn du nicht vergisst, kann es sein, dass du nicht verstanden hast, wie Jesus dir vergeben hat. Weil gewisse sagen vielleicht, ja, hey, ich weiss im Fall wirklich nicht, ob ich kann vergeben oder ob ich mich jetzt gerade fühle zum Vergeben oder ob ich bereit bin zum Vergeben. Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung, die du mit deinem Kopf musst treffen und dein Herz muss folgen. Für alle Kopfmenschen da innen, juhu! Eine Entscheidung, die du kannst treffen und dein Herz kann folgen. Für alle Herzmenschen da innen, du musst eine Entscheidung treffen und dein Herz muss folgen. Es muss folgen. Es ist eine Entscheidung. Und wenn du es nicht kannst, vielleicht hilft es dir, es mal in den Kontext zu setzen. Wenn ich nicht vergeben kann, überlege ich mir, und ich gehe zurück an den Ort, vor 2000 Jahren, wo Jesus am Kreuz hängt und er zahlt für mich. Weil das ist auch das, was im Gleichnis passiert. Der Diener schuldet einen riesen Betrag und er wird erlassen. Das sollte ihm Kraft geben, um auch einen kleinen Betrag zu erlassen. Und ich sage nicht, dass das, was dir passiert ist oder das, was dich verletzt hat, klein ist. Aber im Vergleich, was Jesus für dich getragen hat, ist es nichts. Darum setz es ins Verhältnis. Und dann bist du an einem Ort, wo du so frei bist. Wenn du fast anfangen vergeben musst, vielleicht mehrmals. Du musst vielleicht täglich die Entscheidung treffen, jemandem zu vergeben. Aber wenn du die Entscheidung triffst, kommst du an einen Ort von der Freiheit. Und du musst die Person nicht meiden, die dich verletzt hat. Du musst auch nicht die canceln, sondern du kannst einfach an einem Ort von der Freiheit bleiben. Und jetzt kannst du anfangen, eine Kultur prägen, wo die Leute sehen. Und nicht mehr eine Cancel Culture, sondern eine Kultur von der Ehre. Leo, wie sieht das aus, wie wir das machen können? Come on. Lass uns Tim einen Applaus geben. Vielen Dank. Mega cool. Was für ein starkes Bild. Du tust Leute ausgrenzen in deiner ganzen Cancel Culture. Ich möchte einen Gedanken noch zu Ende bringen. Das eine, der Tim gesagt ist, vergehen ist match entscheidend. Das macht mega viel aus. Und das zweite, ich glaube, was uns in unserer Kultur fehlt, ist die Kultur der Ehre. Vergehen ist das eine, die Kultur der Ehre. Ich möchte den Bibelvers vorlesen, Römer 12, Vers 10 sagt die Bibel, ehrt euch gegenseitig in ein zuvorkommener Weise. Ich finde es mega, mega wichtig, dass wir uns gegenseitig mehr ehren als unser Leben selber, weil jeder von uns ist ein Geschöpf von dem wunderbaren Gott im Himmel. Ich möchte euch eine Story zeigen von TikTok. Wer ist auf TikTok? Okay, gut. Dann, wer ist jünger als 12? Okay, TikTok. Sondern ein Pärli aus Wales, ich habe ein Foto mitgebracht. Das ist eine wahre Geschichte, um mal ganz kurz zu erklären, was Cancel Culture macht. Ich muss das Foto anschauen und das Bild anschauen und die einen haben wirklich wortwörtlich geschrieben, ein krasser Shitstorm. Du bist so hässlich. Wie kann das sein, dass du so hässlich so einen schönen Freund hast? Und sie haben den Freund gefragt, kannst du mit dir nicht Schluss machen und mit mir zusammen eine Freundschaft aufbauen? Das ist durch ganz Schottland durchgegangen, als ein krasses Mobbing, Shitstorm, Cancel Culture. Und ich möchte Folgendes heute Abend sagen. Es gibt nicht einen Mensch auf dieser Erde, und auch du nicht, der nicht wunderschön, einzigartig von Gott designt worden ist. Niemand. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, Gott sagt niemals, oh, es tut mir mega leid für dich. Du bist am Montagmorgen um 7 Uhr entstanden, ich bin total müde gewesen, sorry für dich. Du musst halt 80 Jahre mit dem Scheiß leben, aber good news im Himmel, hast ein schönes Gesicht wieder. Liebe Frauen und Männer, das gibt's bei Gott nicht, sondern jeder Mensch, ich möchte davon sehen, jeder Mensch, der du in die Augen schaust, und auch wenn deine Freunde und Kollegen eine andere Meinung haben, dann respektiere sie als ein Geschöpf von Gott, aber die Meinung musst du nicht gut heißen. Heute ist immer so, da wo du meinst, muss ich auch gut finden, immer das ganze Paket. Nein, Jesus hat den Mensch geliebt als ein Mensch, aber oft nicht unser Lifestyle und unsere Meinung, sondern liebt Menschen von ganzem Herzen. Das Ehepärli hat dann ein Foto gemacht, ein Restart. Und so sieht sie ausgeschminkt und alle, aha, jetzt sieht die Geschichte anders aus. Und ich finde das mega krass, dass das so eine Wucht hat für die Person. Der Tim hat es gesagt, du wirst ausgeschlossen auf Social Media, du wirst lächerlich gemacht, du wirst gemobbt in der Schule und das löst unglaublich viel aus in deinem Herzen. Ich glaube, der Schlüssel für uns, ich rede auch zu mir selber, wir müssen anfangen lernen, andere Frauen und Männer zu ehren. Ehre ist der Schlüssel bei unserem Gott im Himmel. Ich möchte einen längeren Bibeltext vorlesen.
Und ich will aus dem heraus etwas rausnehmen, wo wir auch von Jesus lernen können. Markus 1, Vers 1 bis 4. Und er ging von dort weg und kommt mit seiner Vaterschaft und sein Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er denn das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, eine solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria, der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Und ist das nicht die Schwester hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Cancel Culture. Du passt uns nicht, wir liken das nicht, finden es total daneben. Und Jesus sprach zu ihnen, jetzt kommt der Satz, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Freundschaft und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Jesus hat kein Wunder können vollbringen, wenn wir Menschen canceln, dann ausgrenzen, nicht ernst nehmen. Ich möchte das sagen, wenn wir über andere Menschen negativ reden, blockierst du die Wunder und das Segen von Jesus ganz konkret in unserem Leben. Weil er bedeutet, ich gebe jemand ein Gewicht, ich nehme dich mega, mega ernst. Und ich möchte so 4 Bereiche uns ganz kurz mitnehmen und ich glaube, wo wir eher unbedingt brauchen. Erstens, ehr Gott von ganzem Herzen in deinem Leben. Was meine ich mit Gott ehren in deinem Leben? Und zwar Folgendes, ich bin in den letzten 2 Wochen von mega vielen Pastoren gefragt worden, wie gehst du mit der Kritik auf Social Media, auf YouTube, mit all den Sachen, die du machst? Und meine Antwort ist folgendes, aus dem Feedback kannst du immer etwas lernen. Also jedes Feedback kannst du etwas lernen. Und zweitens, jede Kritik hat oft einen Punkt, wo stimmt, also zieh das Beste raus für dich. Aber Folgendes möchte ich sagen, wenn ich im Himmel stehe, schaue ich nicht dir in die Augen. Und auch nicht meine Millionen von Followers. Sondern ich schaue eines Tages Gott in die Augen im Himmel. Und ich habe nur einen Wunsch und ein Bild, dass Gott zu mir sagt, Leo, wow, 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 du hast amazing gemacht, welcome in heaven. Und das ist der einzige Satz, den ich dir auch wünsche, dass Gott dir auch sagt. Also, du brauchst die Ewigkeitsperspektive. Das Zweite, ehr deine Eltern. Und die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter, auf das du ein langes Leben willst haben. Und ich weiss, die meisten von uns sagen ja, Ehr und Lifestyle gehört immer zusammen. Wir in Europa sagen immer, ich habe meine Eltern nicht ehren, weil sie nicht nice zu mir waren. In Asien sagen sie, ich ehre meine Eltern, weil sie mich auf die Welt gebracht haben. Und by the way, sie haben die Windel gewechselt. Schon lange her. Also Ehe bedeutet, ich ehre meine Eltern nicht, weil sie alles perfekt gemacht haben. Ich ehre sie, weil sie mich auf die Welt gebracht und Gott hat sie gebraucht. Und die Bibel sagt, wenn du deine Eltern ehrst, wirst du ein langes Leben in deinem Leben haben. Also fang an, positiv über das reden, dass Gott die Eltern gebraucht hat. Und der Lifestyle, der Rest, das kannst du mir spüren, aber nicht die Ehre. Drittens, ehr auch Regierungsleute in der Verantwortung. Und was mir auffällt, also ich bin in so einer Small Group, wir reden immer über Politik, weil wir wissen es gut. Wir sagen immer, wenn wir in der Regierung wären, die Schweiz wäre safe und die CS Bank, die würde Milliarden verdienen. So, Amen, oder? So, aber ich darf dich etwas fragen? Wie oft betest du für die Regierung? Weil die Bibel sagt, bet für die Regierung, auf das sie ein friedliches Leben halten können. Und was mir aufstellt, und ich rede auffällt und mir selber auch, wir reden so oft negativ und vergessen dabei, das Gebet ist die grösste Kraft, die es gibt. Eine bettende Kirche ist eine segnende Kirche, weil du glaubst und vertraust, dass Gott Wunder macht. Und das vierte, ehr deine Pastoren und Leiter. Über das möchte ich heute Abend ein bisschen länger reden. Nein, just kidding. Ich mache heute Abend keine Selbstwerbung für mich, auch nicht Self-Pity-Party, sondern wenn die Leute uns fragen im ICF, was können wir für uns als Leiter machen? Ist meine Antwort immer, bet für uns. Bet für Einheit, bet für einen wachen Geist, bet, dass auch die Harmonie und die Vision grösser ist als das persönliche Ego. Bet, dass wir zusammenbleiben können, dass der Find uns nicht auseinanderbringt. Das ist mein allertiefster Wunsch, den ich habe. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, verstehe die Geschichte richtig, aber ich muss sie bringen, um das heute Abend komplett machen, was ich meine. Und zwar, wir haben einen Pastor bei uns im Movement, der nach ein paar Jahren gesagt hat, hey Leo, ich passe nicht mehr ins Movement rein. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich mich trenne von euch. So Sachen kann es immer geben, dass du merkst, es funktioniert nicht mehr.
während einem Jahr, wir haben gekämpft, wir haben diskutiert, das ist ein enger Freund von mir, und wir haben geweint dabei, und wir haben gemerkt, es geht nicht mehr weiter, haben wir das Abendmahl genommen, wir haben uns gegenseitig vergeben, gesagt, schau, ich lasse dich los, du lässt mich los, Gott segne dich und Gott segne mich. Und wir sind unter Tränen haben wir uns verabschiedet und haben uns das Beste gewünscht, weil das Reich von Gott hat verschiedene Facetten. Wieso erzähle ich die Geschichte? Ich habe ein Foto mitgebracht, jedes Jahr an Weihnachten schenkt er mir eine riesengroße Kiste mit Merry Christmas. Da hat es Starbucks-Gucci drin, es hat alles drin, was man sich vorstellen kann für einen Gourmet-Magen. Und ich habe ihn gefragt, wieso machst du das? Und er hat gesagt, Leo, es ist ganz, ganz einfach. Ich könnte dich canceln, ich könnte immer über dich negativ reden, ich hätte 1000 Argumente, um über dich negativ zu reden. Das ist so einfach. Wer sucht, der findet. Gold oder Shit. Und er hat gesagt, ich könnte das immer machen. Ich habe gesagt, er macht das nicht, aus folgendem Grund. Er hat gesagt, die Bibel sagt, wenn du einen Leiter ehrst, für das, was dein Pastor, deine Kirche von früher dir mit auf den Weg gegeben hat, dann segnet dich Gott auch. Er sagt, Leo, ich mache es nicht wegen dir. Ich mache es nur wegen mir. Und wenn du gescheit bist, dann denk ein bisschen auch für deine eigenen Wunder in deinem Leben. Und was ich feststelle bei dem Pastor, seit Jahren geht seine Kirche durch die Decke, sie wächst, ist auf der ganzen Welt bekannt, er schreibt Bücher, Podcasts, Videos, geht durch die Decke. Und ich glaube, es ist kein Zufall, wenn du Leute von ehren statt kennst und negativ reden, du holst den Segen zurück in dein Leben. Amen. Ich möchte enden mit dem Bibelstelle von Jesus, um das nochmal klar zu machen. Markus 6, Vers 4 bis 5. Sagt Jesus, ein Prophet wird überall verehrt. Also er kommt eher übers Gewicht über. Nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubt, denn ihn nicht der kennt, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und legte nur einige Kranken die Hände auf und heilte nur wenige. Ich möchte mit dieser Bibelstelle Folgendes sagen. Wenn du nicht ehrst, kannst du die Wunder in deinem Leben vergessen. Ich sage es jetzt brutal schwarz-weiß. Du kannst noch lange zu Gott klopfen, machen und tun, sondern es gibt in der Bibel ein paar Prinzipien, die haben sich nicht verändert. Gott ist die gleiche Geste in aller Ewigkeit. Wenn du anfängst, deinen Gott ehren, über alle Meinungen der Menschen. Wenn du deine Eltern anfängst ehren für die Geburt und den Rest kannst spülen. Wenn du anfängst, deine Politik, deine Regierung anfängst segnen. Wenn du anfängst, deine Pastoren segnen, werden die Wunder in deinem Leben zurückkommen in eine ganz gigantische Art und Weise. Ich möchte enden mit einer Story, und zwar mit einem Baseballschläger. Für all die Kommentare geschrieben haben in den letzten 2 Wochen. Ich kenne dich und ich weiß, wo du wohnst. So. Darf ich dir das Wunder erzählen von der Ehre? Und zwar, der Babe Ruth ist einer der besten Baseballspieler gewesen. Der hat einen Home Run nach dem anderen gemacht. Und Baseball ist so ein interessanter Sport, so spannend. Da geht Post ab, mega langweilig. So. Der Ruth Babe hat die meisten Home Runs gemacht und hat viele Baseballbälle unterschrieben, aber er hat 7 Baseballschläger unterschrieben mit seinem Namen drauf, höchstpersönlich, und er einen Home Run gemacht hat. Im Jahr 1923 haben wir die 7 Schläger versteigert an einem Wettbewerb. Und während 83 Jahren hat man gewusst, 6 Stück, wem gehören die? Aber einer von denen ist 83 Jahre verschwunden gewesen. Und niemand gewusst, wo ist der Originalschläger? Im Jahr 1988 liegt ein Mann im Sterben. Hochkrank. Er hat keine Verwandte, niemand, der ihn pflegt. Und Marcia hat gesagt, ich werde dich pflegen mit Würde und mit Ehre in deinen Tod hinein. Und ein paar Tage vor dem Tod sagt der Mann, ich habe einen Baseballschläger. Ich würde dir gerne schenken. Mit dem Babe Ruth. Und sie sagt, okay. Sie hat das gelesen und denkt, okay, das steht Spanisch, kommt nicht raus. 9. Leite und das Bett für 18 Jahre. Der Mann stirbt. Ihr Leben geht weiter von der Marcia. Nach 18 Jahren wird sie pensioniert und sagt, ich habe immer wollen, als Kind ein Restaurant eröffnen. Aber ich habe kein Geld. Und du weißt, wenn du kein Geld hast, fährst alles auf verkaufen auf eBay. Und sie denkt, okay, ich verkaufe alles, was ich nicht habe, schau, wie viel Geld komme ich über. Und so nimmt sie den Baseballschläger führen. Nach 18 Jahren geht zu einer Auktion und sagt, ich habe eine Frage, wie viel komme ich für das Schläger über?
Und der Mann fällt fast in Ohnmacht und sagt, woher hast du den Schläger? Und sie erzählt ja von einem todkranken Mann, ich habe ihn gepflegt in Ehre und Würde. Und der Auktionist nimmt den Schläger und sagt, Marcia, das ist ein Vermögen. Das hat einen Wert von 1,3 Millionen US-Dollar. Und sie nimmt ihn und verkauft ihn. Und kommt 1,3 Millionen US-Dollar über. Und dann kauft sie ein Restaurant und mit dem Rest vom Geld hat sie gespendet an Babe Ruth Foundation für arme Kinder. Und Freunde gesagt, ja, Ruth, Marcia, was fällt dir ein? Was ist, wenn das Restaurant bankrott geht? Brauchst du Geld? Und sie sagt, nein. Und sie hat ein Zitat gemacht, ich möchte mit dem Ende, zum Verstehen, was das Gegenteil ist von Cancel Culture, Kultur von der Ehre und von der Vergebung. Marcia gesagt, der Baseballschläger war nur wertvoll, weil Babe Ruths Name darauf stand, der ihn wertvoll gemacht hat. Was die einzige Vernünftige, was ich tun konnte, etwas, das sein Leben Ehre geben würde. Marcia hat wegen der Ehre den Schläger bekommen. Und er hat gesagt, wenn ich Geld von dem verdiene, will ich dem Mann, der Home Runs gemacht hat, das letzte Geld geben, dass sein Wunsch, Kinder, die in der Not sind, können zu helfen. Wenn wir von Menschen ehren, dann machst du die Wunder von Gott möglich in deinem Leben. Das bedeutet aber, dass wir aufhören zu kritisieren, andere abziehen, andere ausschliessen, was der Zimmer erklärt hat. Wir müssen lernen, vergeben und dann wissen, er ist eine Kultur, die kennt die Welt nicht. Aber Gott hat immer andere Prinzipien als die Welt. Und ich habe mich entschieden, ich hole mir jede Ehre, Wunder, wo es gibt und ich bei Gott abholen kann. Jede einzelne. Weil ich will den Kingdom of God an mich anreissen. Und ich hoffe, das willst du genau gleich auch in deinem Leben. Der Luft, live, online, Migrant Churches all over. Come on. Lass uns die Wunder von Gott anreissen. Yes, wir haben viel gehört und wir kommen jetzt in einen Moment, wo wir einfach beten wollen. Das ist ein Moment, wo zwischen dir und Gott ist. Weil das Traurige ist, du kannst das alles hören heute Abend und nichts anwenden und genau gleich gehen, wie du gekommen bist. Darum liegt es jetzt an dir, wie viel du mit heimnehmen willst. Wir machen den ersten Moment. Ich möchte dich auffordern, einfach darüber nachzudenken, wo in deinem Leben oder bei welcher Person, wo musst du Buße tun? Wo musst du umkehren, weil du Leute aus deinem Leben rausgeschnitten hast? Wo du Leute gecancelt hast? Wo du Leuten Ehre abgesprochen hast? Wo sie eigentlich als Ebenbild Gottes verdient haben? Wir nehmen uns kurz einen Moment, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Red zu uns, bring Leute gerade führen, wo wir verletzt haben, wo wir gecancelt haben, wo wir meiden und uns abwenden. Wenn dir jemand in den Sinn kommt, red einfach zu Gott und bitte um Vergebung. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt Leute aufzeigst, die uns verletzt haben. Es könnte nochmal die gleiche sein. Zeig sie uns auf. Und wir vergeben. Wir machen heute am Abend den Schritt,
in der Loft, daheim, online, hier in der Halle. Wir vergeben, was sie uns Falsches angetan haben. Wo sie uns verletzt haben und beleidigt haben. Wo sie uns ausgeschlossen haben und uns gecancelt haben. Wir vergeben, wir machen den Schritt. Es gibt keine größere Kraft als die Auferstehungskraft von Jesus. Und sie ist wirklich real und kann in deinem Leben und in meinem Leben sichtbar werden. Glaub an das, was gesagt wird, was Gott auch jetzt rausgehoben hat für dich ganz spezifisch. Red noch ein Gebet, schreib dir noch etwas auf und nimm das wirklich. Mach Jesus zum Fundament in deinem Alltag, von dem, wo du laufst. Es ist uns wirklich ein Privileg, Leute wie dich ermutigen und auszurüsten, um mit Jesus eben im Alltag drin zu leben. Wir haben noch ganz viele andere Angebote. Wir haben Camps, wir haben Community Nights, wir haben Small Groups. Du kannst auch bei uns mit reinkommen und mitarbeiten. Was auch immer, alle Informationen findest du auf unserem Telegram-Kanal. Klick dich dort mit ein und bist immer up to date. Ich wünsche dir jetzt für deine Zeit Gottes Segen.